Hallo! Ich heiße Sandra. Ich heiße Katja. Wir möchten Ihnen unser Projekt für Thema Verliebte Verheiratete vorstellen. Und wir wünschen viel Spaß beim Anschauen. Diese Liebesgeschichte haben wir selbst gesehen. Alles geschah vor unseren Augen. Ion und Maria leben im Dorf. Wir besuchen sie selten, aber trotzdem sind wir gute Freunde. Auf Wiedersehen. Dankeschön. Als sie noch klein waren, waren die Zimmer noch geblieben der Lieblingsplatz für Spielen, Laufen und Reden die Mondwiese. Von morgen bis abend waren sie dort. Als sie zum letzten Mal aufs Land gekommen sind, um die Ernte zu pflücken, bemerkten wir, dass zwischen Ion und Maria schon eine echte Liebe war. Beim Taubenlesen hatten wir die Gelegenheit, die schönen, zauberhaften Wörter des Jungen zu hören. Er überreichte ihr im Moment, obwohl es Oktober war, einen blühenden Mond und 2 Ringe, die folgenden Wörter sagen: Ich möchte dich heiraten in der Zeit, wenn die Monden blühen. Maria war angenehm überrascht. Ihr leicht rotes Gesicht sah glücklich aus und sie war sicher froh. Später freuten sich über sie auch ihre Verwandten und Freunde. Marias Mutter nähte das Hochzeitskleid. Bis Frühling war das Kleid fertig. Da kam der Hochzeitstag. Die Monden waren schon geblüht. In diesem Tag war Maria die schönste Braut. Das Hochzeitskleid war prima. Ihre Schwester machte einen Kranz aus den schönsten Mohnen. Dann gehen wir alle in die Kirche. Die Zeit rennt sehr schnell und in einem Augenblick sind wir schon ein Ehepaar. Dann gehen wir über die Mondwiese zurück nach Hause, wo die Gäste mit schönsten Blumenstraußen auf das glückliche Paar warten. Nach der Tradition machen sie einen Blumenkorridor, über den Ion und Maria gehen müssen. Am Ende des Blumenkorridors warten die Eltern mit Brot, Salz und Honig. Brot und Salz für Reichtum, Honig für süßes Leben. Dann setzen sich alle an den festlich bedeckten Tisch. Marias Vater schenkt zuerst dem Bräutigam und dann allen Gästen ein Glas Wein ein. Wir prosten und trinken auch auf die neu gebildete Familie. Man hört Musik. Alle stehen im Kreis und bewundern den ersten Tanz des Ehepaars. Danach tanzen alle Chora und bis spät in die Nacht dauert die lustige Hochzeit.